Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Joel Stählin, ich bin der Kids- und Jugendpastor und ich habe unter anderem das Privileg, mit diesen jungen Menschen unterwegs zu sein. Hey, das ist ein Teil von unserer Teenie-Band. Unsere Jungen machen heute Moderation. Geben wir ihnen doch nochmal einen herzlichen Applaus. Sie machen das super. Mega cool. Ja, auch herzlich willkommen an alle Gäste, die heute hier vorbeischauen, mitfeiern. Schön sind ihr da. Hey, wir feiern einen T-Base-Abschluss. Und wir haben uns überlegt, ja, was bedeutet denn das? Oder schliessen jetzt die Jungen ab, also mit dem Leben, oder schliessen sie den Kirchen ab? Nein, natürlich nicht. Also, es geht weiter, tipptopp. Aber was bedeutet denn so ein T-Base-Abschluss? Oder? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Und einerseits in der Landeskirche nennt man es Konfirmation, ist ganz, ganz ähnlich bei uns. Es bezeichnet Religionsmündigkeit. Jetzt alle die, oder? Ich habe die gerne, die einen Fachbegriff mit einem anderen Fachbegriff erklären. Danke vielmals, das hat gar nichts gebracht. Es ist für uns sozusagen der Übergang von einem passiven zu einem aktiven Dasein bei uns in der Kirche. Bis jetzt haben die, liebe Abschlüssler, einfach mitcruisen sozusagen, oder? Haben das cool gehabt, so wie ich würde sagen. Haben am Sonntagmorgen einfach in die T-Base kommen, am Freitagabend in der T-Church. Und die sind eigentlich ständig gefüttert worden, so weit. Und jetzt fängt langsam, auch mit euren Lebensentscheid, fängt langsam an, dass ihr Eigenverantwortung übernehmt. Und das ist etwas ganz Spannendes, das ist etwas ganz Lässiges, oder? Das ist etwas mega Cooles. Viele von euch müssen entscheiden, was sie für eine Lehre machen wollen. Ob ihr ins Gymi geht oder nicht ins Gymi wollt. Schwierige Entscheidungen, nicht ganz einfach. Und auch in der Kirche werdet ihr mehr und mehr selber Entscheidungen treffen. Und ich möchte euch ermutigen, da. Das ist ein Abenteuer, das ist etwas mega Lässiges. Ihr bestimmt sozusagen ab jetzt, hey, wie will ich meinen Glauben ausleben? Wie soll das Abenteuer aussehen, wo ich mit Jesus gehen will? Und das ist etwas ganz Lässiges. Hey, und wir sind für euch da in dem hinein. Ihr habt da einen Platz, das wollen wir ganz sicher zusprechen. Und wir wollen mit euch jeden Schritt unterwegs sein. Wenn es mal schwierig ist, wollen wir euch ermutigen. Und wenn es gut läuft, wollen wir euch anführen. Genau. Hey, und ich habe mir so überlegt, ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt. Oder? Für viele eben fängt die Lehre an, fängt das Gymi an. Und ihr seid jetzt in dieser Phase, wo eure Entscheidungen ein bisschen längerfristig werden Auswirkungen haben. Und das ist etwas Spannendes, aber eben auch etwas Schwieriges. Und je länger je mehr kommt vielleicht auch die Frage auf, ja, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Was bedeutet es denn, ein gutes Leben zu führen? Wie lebe ich ein sinnerfülltes Leben? Weil jetzt sind wir selber langsam verantwortlich. Also, wir sind noch nicht ganz 18, es hat da schon eine Verantwortung bei euren Eltern. Aber so gewissermaßen, je länger, je mehr, werdet ihr selber für euer Leben Verantwortung müssen und dürfen übernehmen. Und diese Frage, auf die möchte ich heute Morgen ein bisschen mitnehmen. Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Und ich glaube, egal wo wir sind, in welcher Lebensphase, ist das eine interessante und eine spannende Frage. Und für euch ist das etwas, das je länger je mehr jetzt dann relevant wird werden. Und wir gehen hier in die Bibel. Das macht in unserem Kontext noch Sinn, oder? Wir sind in einer Kirche, dann gehen wir mal zu der Grundlage von unserem Glauben. Die Bibel ist eine Sammlung von verschiedenen Schriften, die die Grundlage von unserem christlichen Glauben bildet. Und die Teens haben über die letzten 4 Jahre viel selber da rein herumstöbern. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, je nachdem. Aber ihr habt viel mit dem unterwegs sein. Und wir gehen zu einem ganz speziellen Buch. Das ist eines von diesen Schriften, die da rein ist, nämlich zum Buch Prediger. Das Buch Prediger ist vom König Salomon geschrieben worden. Der König Salomon ist einer der weisesten Männer. Die Bibel bezeichnet ihn sogar als der weiseste Mann, der jemals gelebt hat und der jemals leben wird. Also ist noch recht. Also no pressure, oder? Kein Druck. Also du bist der weiseste Mann, der jemals gelebt hat und der jemals leben wird. Für uns jetzt natürlich der super Ansprechpartner, oder? Wenn es um Fragen geht fürs Leben, weil wenn wir schon jemanden, heute wieder Google fragen, oder? Heute will man schnell Google, was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Und dann wird man ganz viel Einträge bekommen, die wahrscheinlich nichts bringen. Aber heute will man googlen. Damals hat man Salomon, sozusagen. Es sind Leute von überall von der Welt hergekommen und sind zu ihm gekommen und haben um Rat gefragt. Und haben gefragt, hey Salomon, ich habe ein Problem, oder kannst du mir bitte weiterhelfen? Das ist wunderbar. Und so gehen auch wir heute beim König Salomon in dem Buch Prediger Rat suchen. Er macht nämlich 3 Beobachtungen in dem Buch. Das sind so wie 3 Hauptbeobachtungen, die er macht. Er schaut das Leben an, hat sein ganzes Leben damit selber verbracht, zu studieren, Weisheit anzusammeln. Und er hat das Leben im Allgemeinen angeschaut. Und ich merkte, irgendwie hat es 3 Sachen, die wir alle
tangiert sind, die uns alle betreffen. Und von diesen 3 Beobachtungen möchte ich euch 3 Schlüssel mit auf den Weg geben, liebe Abschlüssler, die euch hoffentlich begleitet in den nächsten paar Jahren in euer Leben, wenn es um Entscheidungen fällen geht, wenn es darum geht, mit schwierigen Situationen umzugehen, damit ihr irgendwann am Schluss des Lebens zurückschauen und sagen, hey, weißt du, ich habe ein erfülltes Leben gefühlt, ich bereue nichts, das war wunderbar gewesen. Der erste Schlüssel finden wir im Prediger 1, Vers 4 und 11. Prediger 1, Vers 4 und 11 steht nämlich Folgendes. Generationen kommen und gehen. Nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Niemand denkt mehr an das, was früher passiert ist, und auch die Daten von unseren Nachkommen werden sich die Kinder nicht einmal mehr daran erinnern. Also was dem Salomon aufgefallen ist, im Moment mal schnell, es gibt einen Lauf von der Zeit. Oder? Irgendwo war mal der Anfang, wir sind jetzt irgendwo da und der König Salomon war irgendwo zwischendrin. Und was ihm aufgefallen ist, hey, irgendwie wissen wir nicht so viel von vorne und die nachher kommen, die werden irgendwann auch nicht mehr so viel wissen von denen vorne. Also irgendwie sind wir Teil von etwas Grösserem, oder? Irgendwie in der Perspektive von der ganzen Lauf der Zeit, ich sehe, können wir verschwindend klein aussehen, oder? Und was nehmen wir jetzt da für einen Schlüssel mit? Was können wir daraus lernen? Und ich habe euch für jeden von diesen Schlüsseln einen kleinen Gegenstand mitgebracht. Ich tue sehr gerne mit Gegenständen predigen. Und das erste ist das Handy. Wer hat alles ein Handy? Dürfen Sie es mal führen? Ich weiss, in der Kirche das Handy rausnehmen. Ihr dürft gerade schon schauen, ob es auf lautlos geschaltet ist. Dann haben wir das nämlich auch gerade erledigt. Und ihr dürft mal, für die die vorne haben, dürfen die Kamera-App aufmachen. Und dann hat es da so einen berühmten Modus. Ich finde es schön, dass wir sogar einen Namen für diesen Modus haben. Das ist der Selfie-Modus. Und ihr dürft mal in den Selfie-Modus wählen. Und so vorne anheben. Das ist okay, wenn ihr mich kurz nicht seht, das stimmt ab. Und ihr dürft, was seht ihr, oder? Liebe Abschlüssler, wenn ihr das Handy nicht dabei habt, dann dürft ihr das jetzt vorstellen. Ich glaube, ihr habt viel Übung mit dem auch. Oder? Was seht ihr? Ihr seht euch selber. Ihr seht nicht mehr so viel von dem, also wenn ihr euch darauf fokussiert, seht ihr nicht mehr ganz so viel von dem, was um und aussen passiert. Ich finde die haben immer so gut, oder, wo auf der Straße, auf dem Trottoir am Laufen sind und dann irgendwann plötzlich in Laternenpfahlen laufen. Das ist mir auch schon passiert, deshalb tue ich ein bisschen schadenfreudig, muss ich ganz ehrlich sein, zuschauen. Und was ist das Problem mit dem? Oder? Wir sind nur auf uns selber fokussiert. Wir sehen nur uns selber. Ich könnte noch schnell schauen, ob die Frisur stimmt, ob sonst, vielleicht muss man den Bart wieder mal stutzen. Aber alles im Leben will sich dann um uns selber drüllen. Und das Problem damit ist, dass ihr nur dort einen Unterschied machen könnt, wo ihr auch hinschaut. Also wenn ihr nur im Selfie-Modus lauft, dann werdet ihr nur in eurem Leben einen Unterschied machen. Oder? Wenn ihr jetzt aber, für die es noch vorne haben, ich bin fast noch der Einzige, das sieht gut aus, der Pastor mit dem Handy da vorne, super. Für die es vorne haben, ihr habt so einen Knopf und dann geht es nämlich wieder in Perspektive gegen außen, oder? Und jetzt seht ihr plötzlich, ich sehe euch alle. Ich sehe, also die Kamera ist nicht ganz so weit, aber wenn ich ein bisschen umschaue, dann sehe ich plötzlich euch alle. Und so habe ich plötzlich die Möglichkeit zu sehen, hey, Moment, es gibt noch Menschen um mich herum. Ich bin irgendwo Teil von etwas Grösserem. Ich bin nicht allein, es geht nicht nur alles um mich selber, sondern ich bin irgendwo Teil von etwas Grösserem. Und dort könnt ihr anfangen, Einfluss zu nehmen. Und die Bibel sagt uns da etwas ganz Cooles. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, unser Teil ist ja gleich verschwindend klein, wenn du jetzt die Weltgeschichte anschaust. Es sind vielleicht 80, 90, 100 Jahre, die wir da auf dieser Erde verbringen dürfen. Wie machen wir dann einen Unterschied? Und wir haben hier einen Bibelvers aus einem anderen Teil der Bibel, aus Matthäus 5, 14 und 16. Das ist ein ganz bekannter Vers, der sagt, hey, ihr seid das Licht, und das spreche ich euch zu, liebe Abschlüssler, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso soll euer Licht von allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, ihr seid das Licht, oder? Gemeinsam. Ihr Einzelne bringt etwas und das ist mega wichtig. Jetzt stellt euch eine Stadt vor, wo nur ein Haus brennt. Das sieht man nicht von weit aus. Aber wenn jetzt jedes Haus das Licht anzündet, dann sieht man das plötzlich kilometerweise. Plötzlich sieht man das überall herum. Und dort, wo ihr seid, Gott hat euch spezifisch irgendwo platziert. Jetzt vielleicht auch gerade in ein neues Umfeld, in der Lehre. Dort werden ganz neue Herausforderungen auf euch zukommen. Vielleicht im Gymi werden auch neue Herausforderungen auf euch zukommen. Ihr werdet einen neuen Freundeskreis bekommen. Und ihr seid gesendet in diesen Freundeskreis hier. Und so
stellen wir uns vor, am Ende von unserem Leben, oder wenn wir ständig in dem Selfie-Modus immer leben, dann würden wir vielleicht gar noch auf dem Sterbebett so den letzten Insta-Post machen, #Ademessi, und dann nachher abtreten. Aber es wäre nur um uns gegangen. Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet das Leben geführt mit der Perspektive gegen aussen. Eure Familie sind euch herum, eure Ehepartner, eure Kinder, vielleicht für die einen, eure Freunde, eure besten Kollegen und Kolleginnen. Und sie haben Tränen in den Augen, weil sie wissen, hey, ihr habt einen Unterschied gemacht in ihrem Leben. Das sind Menschen, die aus dem Vollen geschöpft haben. Und das würde ich euch zusprechen. Hey, lauft mit dieser Perspektive gegen aussen. Das ist der erste Schlüssel zu einem sinnerfüllten Leben. Dass ihr Teil von etwas Grösserem sind. Dann macht der Salomon nochmal eine Beobachtung. Und wir nehmen aus dem wieder einen Schlüssel mit. Das macht er im Prediger 3, Vers 19 bis 20. Und er sagt Folgendes: Denn auf Menschen und Tier wartet das gleiche Schicksal. Beiden hat Gott das Leben gegeben und beide müssen sterben. Super, mega ermutigend, oder? Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Sie alle gehen am gleichen Ort. Aus dem Staub von der Erde sind sie entstanden und zum Staub von der Erde kehren sie zurück. Also, jetzt zuerst einmal. Am Salomon, weiseste Mann auf dieser Erde, ich muss das nochmal schnell sagen, jemals gewesen und wird jemals sein. Zumindest, wenn man der Bibel Glauben schenken will. Und jetzt studiert er jahrelang. Und seine grandiose Erkenntnis, die er nach all dem Studium bekommt, ist, ja, mir ist aufgefallen, ich will es so machen, oder? Mir ist aufgefallen, wir werden alle irgendwann sterben. Ja, danke. Also einerseits mal, du musst jetzt wirklich nicht Weisheit mit Löffeln gefressen haben, um das herauszufinden. Für das musst du nicht der weiseste Mensch auf dieser Erde sein. Und gleichzeitig ist es jetzt nicht wirklich ermutigend. Danke vielmals für diesen Beitrag. Ohne das hätten wir jetzt eigentlich auch gut leben können. Und gleich, glaube ich, können wir etwas daraus herausnehmen. Etwas, das euch Abschlüssler wird helfen, für ein freudeerfülltes Leben. Und zwar ist das folgendermaßen. Ich habe euch da wieder einen Gegenstand mitgebracht, einen Äpfel. Der Äpfel ist jetzt sinnbildlich als Frucht von dem, was ihr investiert, als Frucht von euren Leistungen. In der Lehre, die einen von euch verdienen zum ersten Mal Geld, hey, cool, mega lässig, oder? Die einen gehen ins Gymi, dort muss das Geld noch ein bisschen warten, dafür könnt ihr gute Noten machen und so. Also ihr werdet jetzt mehr und mehr auch in eine Zeit kommen, wo ihr investiert und es wird etwas tatsächlich zurückkommen. Nicht nur gute Noten, sondern auch irgendwann finanziell, oder? Und der Äpfel steht für das, oder? Und jetzt stellt euch vor, ich bekomme so einen Äpfel über. Das ist die Frucht von meiner Leistung. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten mit dem. Entweder kann ich ihn gerade essen. Äpfel sind gut, Äpfel sind gesund. Man sollte immer wieder mal einen Äpfel essen. Oder ich kann ihn pflanzen. Und wenn ich den pflanze, also nicht ich, vielleicht ein Gärtner, da gibt es Leute, die begabter sind als ich, aber grundsätzlich, wenn man einen Äpfel pflanzt, dann sollte irgendwann ein Äpfelbaum daraus wachsen. Und der Äpfelbaum gibt mehr Äpfel. Und jetzt macht ihr das, oder? Jetzt schaut ihr das Prinzip an und denkt, okay, cool, wenn ich pflanze, dann kommt mehr. Das heisst, ich tue es einfach wiederholen. Und zwar immer. Also jetzt stellt euch vor, ich will jeden Äpfel, den ich jemals bekomme, würde ich wieder pflanzen. Das mache ich mein ganzes Leben lang. Ich arbeite und arbeite und arbeite. Und ich nehme vielleicht gar noch genug, dass ich für mich selber genug habe. Also, dass ich nicht verhungere. Aber ich will ganz sicher nicht heiraten, weil das kostet viel Zeit, oder? Ich will sicher keine Kinder wählen, weil die kosten Zeit und Geld, oder? Ich bin jetzt verheiratet seit ein paar Monaten. Ich kenne die Freude vom Verheiratetsein. Es ist wunderbar. Ich bin zu der besten Frau verheiratet. Also, es ist wunderbar. Wir sind sehr, sehr glücklich. Zum Glück redet sie Englisch und versteht nicht alles, was ich sage. I love you, babe. Ja, aber stellt euch vor, ich komme das Ende von eurem Leben, oder? Und jetzt haben wir ein Äpfelimperium. Also, ihr habt mehr Äpfel als der Kanton Thurgau zusammengenommen, oder? Ich meine, mehr Äpfel sogar, als es dumme Sprüche über den Kanton Thurgau gibt. Also, ihr habt Äpfel. Aber was habt ihr jetzt davon? Jetzt liegt ihr ja genau gleich auf dem Sterbebett. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein glückliches Bild, aber es ist gleich eine Realität, wo der Salomon gesagt hat, hey, Moment, irgendwann wird das passieren. Und jetzt haben wir euer ganzes Leben abgehackt. Ihr habt eigentlich ein miserables Leben geführt, weil ihr uns nur auf das fokussiert habt. Und jetzt habt ihr keine Frau, ihr habt keine Kinder, ihr habt niemanden, der es hinterlassen kann. Das bringt sie auch nicht, oder? Gibt es dann einen besseren Weg, ist die Frage. Und
Ich glaube, es gibt einen. Und für das brauchen wir jetzt nochmal den Äpfel. Ich kann zum Beispiel, jetzt mal schauen, ob das geht. Genau. Ich habe zum Beispiel, ja, ich habe trainiert gestern, oder extra für das. 3 Kilo Äpfel geschält gestern, nein. Ich kann den Äpfel halbieren. Und was ich jetzt mache, ist, die Hälfte einpflanzen. Das gibt mir einen Ertrag, weil das ist weise, oder? Wenn ich alles esse, dann habe ich nichts mehr. Das ist auch nicht gut. Aber wenn ich nur pflanze, dann kann ich nichts geniessen. Und der andere, oder? Ich hoffe, das ist nicht laut das Mikrofon durch. Den anderen Teil geniesse ich. Und das ist ganz wichtig, das würde ich euch zusprechen, liebe Abschlüssler. Es geht um beides. Auf der einen Seite, hey, Gott hat euch etwas gegeben. Und mit dem wollen wir auch etwas machen, unbedingt. Aber gleichzeitig vergesst nicht, die Balance zu behalten, dass ihr auch geniesst, dass ihr auch das Leben dort, wo ihr gerade seid, dort, wo ihr Gott platziert hat, dass ihr dort nicht nur Kopf runtergeht, durch, sondern auch mal kurz einen Moment innehaltet. Hey, ich darf auch mal Pause machen. Ich darf es auch mal mit meinen Freunden lustig haben. Ich darf auch mal in eine Small Group kommen oder mich investieren. Genau. Und zu dem Teil habe ich einen letzten Gedanken. Und das ist, wenn ihr etwas macht, dann macht es von ganzem Herzen. Die Bibel ruft uns das sogar zu, nämlich im Kolosser 3,23. Und dort sagt es, hey, alles, was ihr macht, das macht von Herzen, also dem Herrn und nicht den Menschen. Oder? Und er, wo das geschrieben ist, dort sprechen sie Sklaven an. Heute nennt man das Lehrling oder Praktikanten, das haben wir Sklaven genannt. Oder? Also es wird nicht immer alles schön sein und nicht immer die Situation, in der ihr euch drin werdet finden, wird lässig sein. Das kommt man im dritten Schlüssel noch zurück. Aber hey, wenn ihr etwas macht, ob es Pflanzen ist oder Geniessen, hey, dann macht es von ganzem Herzen. Und das ist der zweite Schlüssel, den ich mit dir gebe. Macht es von ganzem Herzen. Lebt von ganzem Herzen. Dann haben wir einen dritten Schlüssel. Wir sind Teil von etwas Größerem. Ihr seid Teil von etwas Größerem. Und dort, wo ihr euch Gott positioniert habt, macht ihr einen Unterschied. Und das Zweite, ihr dürft einmal geniessen. Und egal, was ihr macht, ob geniessen oder ob pflanzen, hey, macht es von ganzem Herzen. Der dritte Schlüssel kommt nochmal aus einem Teil vom Prediger, nämlich aus dem Prediger 9, Vers 11. Und der Salomon hat etwas ganz Spannendes beobachtet. Er hat nämlich gesagt, hey, ich habe beobachtet, wie es auf dieser Welt zugeht. Es sind nicht in jedem Fall die Schnellsten, die den Wettlauf gewinnen, oder die Stärksten, die einen Krieg für sich entscheiden. Weisheit garantiert noch keinen Lebensunterhalt und Klugheit führt nicht immer zur Richtung. Die Verständigen sind nicht unbedingt beliebt, sie sind alle der Zeit und Zufall ausgeliefert. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, super, Joel, danke vielmals. Jetzt hast du uns zuerst gesagt, wir sind Teil von etwas Größerem, oder? Und wir sollen dort, wo wir sind, ein Licht sein. Oder? Wir sollen uns investieren und wir können wirklich einen Unterschied machen. Dann hast du uns gesagt, hey, wir sollen doch von ganzem Herzen pflanzen und wir sollen von ganzem Herzen geniessen. Und jetzt sagst du uns, ja, also, Schluss ist als dem Zufall überlassen. Also das Leben spielt nicht fair. Oder? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht und das ist in Form von einer Münze. Und wir machen jetzt ein kleines Spiel mit euch allen. Und das Spiel ist ganz einfach. Ihr dürft eine Voraussage machen, ob Kopf oder Zahl. Wenn ihr richtig habt, dann dürft ihr aufstehen. Wenn ihr falsch liegt, dann dürft ihr sitzen bleiben. Klar? Kopf, Zahl, kurz überlegen. 1, 2, 3. Zahl. Jetzt alle, die Zahl haben, dürfen aufstehen. Es müsste statistisch gesehen etwa die Hälfte sein. Okay, wir haben da sehr viele Kopfmenschen, weil die meisten sitzen noch. Gut. Jetzt, oder die sitzen, ihr dürft kurz stehen bleiben. Jetzt das wird auch anstrengend mit der Zeit, aber es ist gut. Die sitzen, haben jetzt zwei Möglichkeiten. Oder? Ihr könnt angestrengt versuchen, den Münzwurf zu ändern. Und es wird sich nichts ändern. Es ist Zahl gewesen. An dem können wir nichts ändern. Oder? Und es gibt Menschen, die ihr Leben lang versuchen, das zu ändern, was sie nicht ändern können. Ja, was machen ihr jetzt, die sitzen? Oder? Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, ja, ich könnte ein bisschen sitzen bleiben momentan und geniessen, dass die anderen stehen. Man kann im Sitzen gut Kaffee trinken, ein Buch lesen, Netflix schauen oder einfach mit Gelassenheit darauf warten, dass eine andere Möglichkeit kommt. Und das machen wir jetzt nochmal. Ihr dürft stehen bleiben. Die jetzt noch sitzen, mit euch machen wir das Spiel jetzt nochmal. Sind bereit? 1, 2, 3. Kopf. Alle, die Kopf haben, dürfen aufstehen. Wir machen es gerade noch das dritte Mal. Weil alle guten Dinge sind 3, oder? Und wir haben nochmal Kopf. Die alle Kopf haben, dürfen nochmal aufstehen. Gut, und jetzt schauen wir mal schnell um. Wie viele sitzen jetzt effektiv noch?
Es sind nicht mehr so viel. Die einen sind sitzen geblieben. Für euch tut es mir leid, ihr werdet kein Glück im Leben haben. Nein, sag ich. Gottes Willen nicht. Nein, hey, ihr dürft alle wieder absitzen. Hätten wir das jetzt noch ein paar Mal weitergemacht, so, dann wären irgendwann alle gestanden. Oder? Und so gibt es Sachen im Leben, die wir ändern können, und es gibt Sachen im Leben, die wir nicht ändern können. Und das ist eine Realität, die am König Salomon aufgefallen ist. Hey, manchmal, und das ist wirklich leider halt so, manchmal spielt das Leben nicht fair. Ihr werdet euch manchmal für gute Noten einsetzen. Im Gymi, in der Lehre, und es werden keine guten Noten zurückkommen. Ihr werdet versuchen, Freundschaften zu bauen. Und irgendwie wird es gleich nicht funktionieren. Das gibt es einfach. An dem können wir leider nichts ändern. Aber das heisst nicht, dass es nicht wichtig ist, dass ihr einen Unterschied macht. Das heisst nicht, dass es nicht wichtig ist, dass ihr von ganzem Herzen lebt. Weil diese Sachen zählen genau gleich. Aber es ist wichtig zu erkennen, hey, es gibt Sachen, die wir ändern können und Sachen, die wir nicht ändern können. Und da würde ich euch einen Vers zusprechen, weil es ist nicht ganz immer einfach, das so hinzunehmen. Oder? Wenn wir Sachen haben, wir haben das alle nicht allzu lang, vor allzu langer Zeit erlebt mit Corona. Viele von uns sind eingesperrt gewesen. Wir waren sitzen geblieben. Es hat einen Lockdown gegeben. Und was haben wir können machen? Es hat schon Sachen gegeben, die wir machen können, aber zum grössten Teil ist es einfach wie passiert. Es hat keinen On-Off-Schalter gegeben für Corona. Das wäre noch gut gewesen, dass wir können sagen, gut, jetzt ist alles vorbei. Für das haben wir gebetet, aber es ist jetzt eine Weile gegangen, bis es effektiv passiert ist oder bis wieder in Normalität zurückgekommen ist. Und so ist es manchmal schwierig, einfach im Moment zu sagen, hey gut, ich nehme jetzt das mit Gelassenheit. Und die Bibel ruft uns da etwas Cooles zu. Und ich möchte euch das auch zusprechen, liebe Abschlüssler. Nämlich in Philipper 4, Vers 6. Und er sagt dort, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Hey, was für eine coole Zusage. Ich sage nicht, dass euer Leben bis jetzt ohne Schwierigkeiten verlaufen ist. Ihr habt alle eine eigene Geschichte. Aber es wird sicher nicht einfacher, aber es wird dafür auch schöner. Mit den Herausforderungen kommen auch die schönen Momente. Und ihr werdet Momente haben, wo ihr euch wirklich auch legitim Sorgen könntet machen. Und die Bibel spricht dazu, hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr dürft einfach mal zuerst zu Gott kommen, ihm das angeben, ihm das herlegen und ihm vertrauen, dass er weiß, was euch fehlt. Und es gibt ein schönes Gebet, das mich mein Leben lang auch schon begleitet, das ich euch zusprechen will. Ein Segensgebet. Und das hat den Titel Gelassenheitsgebet. Das ist vom Reinhold Niebuhr geschrieben worden, zwischen den zwei Weltkriegen. Also auch keine einfache Zeit. Es war zwar Frieden, aber die Spannung war gleich irgendwann noch rum. Und ich würde das gerne euch vorlesen. Und er sagt dort, oder er betet, Gott, gib mir die Gelassenheit, Sachen hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Sachen hinzunehmen, die ich ändern kann. Den Mut, Sachen zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich lese es nochmal schon vor. Ich sollte sogar ein Slide dafür haben. Gott, gib mir die Gelassenheit, Sachen hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die können wir nicht ändern. Also das Beste, was wir damit machen können, ist, dass wir sie mit Gelassenheit hinnehmen. Oder? Aber gleichzeitig gibt es Sachen, die wir ändern können. Herr, gib mir den Mut, diese Sachen zu ändern, die ich effektiv ändern kann. Und der Trick ist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, wenn ihr schwierige Situationen habt, dann hoffe ich, das Erste, was ihr machen dürft, ist sagen, Herr, es ist momentan schwierig, ich weiss, da gibt es Sachen, die ich nicht ändern kann. Ich brauche dich, gib mir doch den Frieden. Und dann die Sachen, die ihr ändern könnt, hey, geht die mit Mut an. Und ich glaube, das ist der letzte Schlüssel, dass wir Unveränderliches mit Gelassenheit hernehmen. Und das gibt ein friedenerfülltes Leben. 3 Schlüssel, haben wir gesagt. Einerseits, das Erste, wir sind Teil von etwas Grösserem, oder? Wir sind nicht nur im Selfie-Modus unterwegs, sondern wir schauen gegen raus. Seid nicht nur im Selfie-Modus unterwegs, in eurer Lehre, in der Kirche, in eurem Freundeskreis, sondern schaut gegen raus. Ihr macht einen Unterschied, ihr seid wichtig. Und ihr seid Teil von etwas Grösserem. Das ist ein sinnerfülltes Leben. Das Zweite, und das gefällt den Teens meistens, ihr dürft auch geniessen, oder? Geniessen und pflanzen. Macht beides und macht es von ganzem Herzen. Das ist ein friedenerfülltes Leben. Entschuldigung, ein freudenerfülltes Leben, wenn man auch geniessen darf. Und als Letztes, manchmal spielt das Leben nicht fair. Das ist einfach so. Das Leben spielt nicht fair, nicht immer. Wir können viel beeinflussen, aber halt nicht alles. Und das, was wir nicht ändern können, hey, nehmt das mit Gelassenheit hin.
Und wir sind auch da, oder? In einer Small Group. Für das haben wir Small Groups, um über Sachen zu reden, wenn es schwierig ist. Und das ist ein friedenerfülltes Leben. Das würde ich euch zusprechen. Ich würde das gerne gerade noch über euch beten, bevor wir zum nächsten Teil kommen, wo wir in der Zeremonie-Teil, wo wir dann die Abschlüsse noch verabschieden so, oder dürfen begleiten im nächsten Schritt und euch damit segnen. Vater, ich danke dir für all die jungen Männer und Frauen, die du mit so viel Potenzial ausgestattet hast, die jetzt dürfen da sitzen. Es begeistert mich zu sehen, wenn ich in die 2, 3 dort schaue. Und ich bitte dich, dass sie ihr Leben sinnerfüllt leben dürfen, dass sie dürfen sehen, wo du sie platziert hast, dass sie einen Unterschied machen dürfen, dass sie Menschen beeinflussen dürfen, zum positiven Veränderung bringen dürfen. Ich bitte dich, dass sie ein freudeerfülltes Leben führen dürfen, mit viel schönen Momenten, wo sie sich auch die Freiheit nehmen, um zu geniessen, um mit Freunden unterwegs zu sein, ein Hobby zu verfolgen, in der Kirche gegenwärtig zu sein, Herr. Dass sie dürfen, einfach dort die Balance behalten. Und als Drittes bitte ich dich, dass sie Sachen, die sie nicht ändern können, mit Gelassenheit dürfen hinnehmen. Herr, möchtest du sie bewahren von allem Schlimmen, möchtest du ihnen gute Momente geben, aber dann, wenn es mal schwierig ist, bitte ich dich, dass du ihre erste Anlaufstelle sein darfst und dass du ihnen dort begegnest und dass sie Sachen mit Gelassenheit nehmen dürfen. In deinem Namen Jesus, Amen. Amen.